Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Schaffst du es, Balance zu halten? Es gibt ja schon echt viel, was man im Alltag so managen muss. Schule und Arbeit, Beziehungen und Freundschaften, Hobbys und Ehrenamt. Das muss und will man ja alles irgendwie unter einen Hut bekommen, in einer guten Balance behalten. Denn das ist uns ja alles irgendwie wichtig und wir wollen uns dafür Zeit nehmen. Aber manchmal, da kann sich das auch alles ganz schön wackelig anfühlen. Vor allem, wenn ein Bereich irgendwie überhand nimmt. Die Schule fordert gerade ganz schön viel oder es steht ein wichtiger Wettkampf an. Und das kann dann das ganze Leben ins Ungleichgewicht bringen. Und mir geht es so, dass ich dann entweder stark versuche, das wieder in Kontrolle zu bringen und hoffe, dass ich nicht umfalle. Oder ich gebe auf, aus Angst davor hinzufallen. Wie gehst du damit um, wenn es bei dir gerade mal wackelig wird im Leben? Hat bei dem ganzen Balancieren auch Gott irgendwie Platz? Versteh mich nicht falsch, ich will dir kein schlechtes Gewissen machen von wegen, betest du überhaupt genug und wann warst du das letzte Mal im Gottesdienst? Nein, im Gegenteil. Ich möchte dir Mut machen, denn ich erlebe, dass ich ein bisschen was von meiner Wackeligkeit an Gott abgeben kann. Meine Frau und ich, wir gönnen uns morgens vielleicht so 2-3 Minuten, um unseren Alltag in Gottes Hand zu geben. Ein kurzes Gebet. Und es fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn man diese Magnetstopper hier unten an das Brett ranmacht. Ich muss immer noch balancieren, aber ich kann nicht mehr runterfallen. Und das wünsche ich dir, dass du das erlebst. Dass Gott dich in deinem Balanceakt des Lebens stabilisiert. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.